Der Krieg am Nahen Osten und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft dominieren weiter die internationale Aktualität. 34 Jahre haben sie nicht mehr mit geschwätzt. Heute sollten der israelische Premier Netanyahu und der libanesische Präsident Aoun mit ihnen telefonieren. In letzter Minute gab das Gespräch aber aufgesucht. Nach Welcome kommt der Abend eng unerwartet Nouvelle. Den Journalist mit Detailer und weiteren Auslandsnachrichten. Drowen huet den US-Präsident Trump eng 10 Deeg lang Wafferou töcht Israel an der libanesischer Hisbollah-Miliz, déi vum Iran ënnerstëtzt gëtt ugekënnecht, eng Nouvelle die überrascht, well während dem daren Direkttelefonsgespräch töcht dem israelsche Premier Netanyahu an dem libanesische Präsident Aoun aufgesot gouf. Telefonéiert hueten Aoun Haudawer mam US-Außenminister Rubio, der versprach hat, sech fir eng Wafferou am Libanon anzusetzen. Iwerdem bleifft Situationun an der Meereseng vun Hormuz ganz ugespernt. Den US-Kriegsminister Hexes huet haut den Iran opgefordert, engem Friedensakkord zuzustimmen. Den Iran kennt eng erfollegreich Zukunft wählen, och fir seg ege Bevölkerung, wann d Land awer de falsche Wee wählt, géiwet weiter Blockage a Bomben. Europa hat vielleicht nëmme nach Kerosin fir 6 Wochen. Déi Warnung kënnt vum Chef vun der internationaler Agenz fir Energie EEA Fatih Birol am Fall wo d'Situatioun wenns dem Iran-Krieg blockéiert bleibt, kéint zu Ausfall am Flugverkeier kommen. D'Europäische Union schafft un engem Notfallplan. An hire Antwort op eng parlamentarisch Fro vum ADR-Deputéierten Michel Lemaire preziséiert ministerisch fir Mobilitéit Juriko Backes, dat et Findel eng Autonomie fir ongeféiert 2 Deeg gëtt, fir d' Fluggesellschaften, die vu Lützeburg ausfléien, gëldelo schon eng Not vum Minister, dat sie so mann wie méiglich Kerosin sollen hai am Land tanken. An Australien ass grad schlechten am de Großbrand an enger vun den nachtwo Raffinerien ausgebracht, die klengste Kontinent op der Welt ginn. Produktion huet aus Sicherheitsgründen misse gedrosselt ginn, betraff vu Lieferengpass bedingt durch de Krich waren Preiser und der Pompel a letzter Zeit schon opgangen. Die aktuelle Krise am Nahen Osten an ihr Konsequenzen weltweit tun einen anderen Konflikt an den Hintergrund gedrückt. Die russische Invasion von der Ukraine, wo die Zivilpopulation schon seit über 4 Jahren terrorisiert wird. Ganz heftig hat Russland die letzten Nacht nesmal die Ukraine angegriffen. Mehr wie 650 Drohnen an eng 40 Raketen goufe gezählt, ob man's Urszingleit hätten engem weiter provisorische Bilan noch nicht überlebt. Über 100 Personen wären arrestiert wie Kiew, Dnipro oder Odessa blessiert gin. Enger Tag op engem Moment wo Tunesu Patriot Lofdo fir Rakete Fehler gave an Friedensverhandlungen am Ralenti läfen.